Die meisten Menschen kommen erst darauf, dass Impfungen Nebenwirkungen haben und einen Schaden anrichten können, wenn sie so etwas erleben. Über dieses Thema möchte ich heute mit jemandem sprechen, der mich seit 16 Jahren auf meinem Weg hin zu Alternativ- und Naturmedizin begleitet, und zwar mit der Fachärztin für Allgemeinmedizin, Juliane Sacher. Grüß dich, Juliane. Grüß dich, Michael. Wie war das bei dir, als du das erste Mal damit konfrontiert wurdest, dass Impfungen Nebenwirkungen haben? Ja, das erste Mal war bei meinem ersten Kind. Der Kilian ist 71 geboren und Anfang 72 sollte er eine Impfung bekommen. Das heißt, er hat sie bekommen, eine sogenannte Dreifachimpfung, DPT, Diphtherie, Tetanus und P für Keuchhusten, Pertussis. Und in der Nacht hat er wahnsinnig hohes Fieber bekommen und da war mir klar, also das will ich ihm nicht nochmal geben. Und ich habe das vorher gar nicht irgendwie angezweifelt, dass da irgendwas dran sein könnte, dass Impfungen nicht gut sind. Ich hatte auch noch nie sowas gehört. Nur aufgrund dieser Erfahrung habe ich mit meinem Mann, der auch Mediziner ist, gesprochen und habe gesagt, müssen wir mal gucken. Und dann erfuhr ich, dass dieser Impfstoff relativ neu war, dass die vorher immer nur die Diphtherie- und Tetanusimpfung, DT-Impfungen gegeben wurden und dass der Anteil für den Keuchhusten jetzt neu da drin war. Und dann war für mich klar, der kriegt ja jetzt nur die andere Impfung. Und das war dann auch so. Und meine Tochter, die ein Jahr später geboren wurde, hat dann von Anfang an auch nur das bekommen. Aber ich hätte nie zu dem Zeitpunkt gedacht, dass ich so ein massiver Impfkritiker werden würde, wie ich das heute bin. Die beiden Kinder sind ansonsten weiter geimpft worden, was ja damals noch nicht so viel war. Und mein drittes Kind habe ich dann gar nicht mehr weiter geimpft. Du warst ja 17 Jahre bei der Lufthansa und da wurde ja, weil das fliegende Personal ja in der ganzen Welt unterwegs ist, da wurde also massiv geimpft. Was ist dir bei der Lufthansa aufgefallen? Ja, ich habe dort immer öfter erlebt, dass massive Reaktionen auf Impfungen auftraten. Also für mich waren es eher so allergische Reaktionen. Ich hatte ja keine Ahnung, was in Impfstoffen drin ist. Ich habe sie benutzt, weil es dort auch gang und gäbe war und habe mich nie weiter damit befasst, wie das auch eher normal ist für einen Mediziner, möchte ich mal sagen. Und habe es einfach als eine allergische Reaktion gesehen. Und habe dann das nach und nach hinterfragt. Auch dort gab es Ärzte, die dann davon sprachen, dass es einfach eine zu massive Aktivierung und Stimulation des Immunsystems war. Aber es hat dann im Grunde auch keiner reagiert, haben gesagt, das passiert eben mal bei einer Impfung. Das war für mich dort, was ich erlebt habe. Und das hat mich aber dann dazu geführt, ein bisschen weiter zu recherchieren. Ich bin dann darauf gekommen, auch Bücher, die sehr impfkritisch sind, zu lesen und war ganz erstaunt, was ich dann dort gefunden habe und habe dann parallel mit meiner Tätigkeit über die ganzen Jahre dort, weil wir dort ja regelmäßig fast täglich geimpft haben, konnte ich auch viele Erfahrungen sammeln. Und habe dann versucht nachzuvollziehen, was dort in den Büchern geschrieben war. Ich habe dort allerdings nie irgendwelche wirklich schweren Impfreaktionen, wie ich sie dort gelesen habe, gesehen. Impfstoffe sind in der Regel ja über viele Jahre oder Jahrzehnte im Einsatz. War das in den 70ern auch so, als du selber noch geimpft hast? Ja, 70er, 80er Jahre. In den ganzen Jahren ist mir dann aufgefallen, dass eine ganze Reihe Impfungen, vor allen Dingen auf die typischen Reiseimpfungen, dass da ständig irgendwelche neuen Impfungen auf den Markt kamen, dass wir die alten sein gelassen haben, dass es hieß, die wirken gar nicht mehr oder es wurde in Frage gestellt, ob sie überhaupt je geholfen haben oder gewirkt haben. Und das fand ich schon erstaunlich, dass da ständig, seit ich da, also die ganzen Jahre über, die ich dort war,
irgendwelche Neuerungen kamen. Das vor allen Dingen aufgefallen ist es mir bei Cholera, bei Typhus, dann hieß es wieder, wir müssen eine Impfung machen, dann hieß es wieder, die wirkt nicht, dann haben wir eine andere Impfung gegeben oder dann auch orale Medikation. Und es wurde ständig geändert. Also ich habe das nie so stark hinterfragt, außer dass es mir auffiel. Ja? Erst durch das Lesen der Bücher habe ich das mehr hinterfragt. Ne? Impfungen werden ja gerade empfohlen für Personen, die ein geschwächtes Immunsystem haben. Mitte der 80er Jahre hattest du einen HIV-AIDS-Patienten. Gut, HIV und AIDS ist ein bisschen anders, als die meisten Leute denken. Das soll jetzt hier nicht Thema sein. Aber es war halt ein Patient, der schulmedizinisch gesehen, sage ich mal, ein Immunproblem hatte. Wie hat der auf die Impfung reagiert, die du ihm bei der Lufthansa gegeben hast? Ja, der gehörte eben zum fliegenden Personal. Und da ist es ja in bestimmten Ländern Pflicht, eine Gelbfieberimpfung zu machen. Und diese Impfung hat er bekommen. Man hat zu dem Zeitpunkt noch gedacht, er muss besonders geschützt werden, weil er ja HIV-positiv war. Und der hat mit einer ganz massiven immunologischen Reaktion eben reagiert. Und die sogenannten CD4-Zellen sind vollständig in den Keller gefallen. Die waren bei ihm vorher ziemlich gut noch, über 500 auf jeden Fall. Und er ist schwerst krank geworden und ich weiß jetzt nicht mehr den Zeitabstand, er ist dann auch gestorben. Zu dem Zeitpunkt, als er die Impfung kriegte, war er voll einsatzfähig, sonst wäre er auch nicht geimpft worden und hätte auch nicht mehr arbeitsfähig sein können. Ne? Hat bei der Lufthansa dann ein Umdenken stattgefunden bezüglich des Impfens bei Menschen, die ein Immunprobleme haben? Ja, das hat eine starke Reaktion auf die Ärzte gehabt. Also das war schon ein sehr eklatanter Fall. Und man hat dazu aufgerufen, dass das fliegende Personal, die geimpft werden müssen, um zu fliegen, wird zumindest so gesehen, dass die einen HIV-Test machen sollten, damit sie dann entscheiden können, ob sie so eine Impfung haben wollen oder nicht. Und vom fliegenden Personal wurde es eher so gesehen, dass man sie kontrollieren wollte. Und ich kann jetzt nichts darüber sagen, wie viele das tatsächlich wahrgenommen haben. Aber offensichtlich war, dass die Ärzte wussten, dass es eine solche massive Reaktion auslösen kann und dass man das nicht möchte. Tetanus gilt ja vielen Menschen, die sagen, es wird viel zu viel geimpft, wir impfen nur das Nötigste. Da gilt Tetanus ja als die sinnvollste Impfung, die das beste Nutzen-Risiko-Verhältnis hat. Was hast du denn so für Nebenreaktionen bei Tetanusimpfungen beobachtet? Bei Tetanus, das ist eine Impfung, die ja in der Praxis vor allen Dingen relativ oft vorkommt. Damals eigentlich so die häufigste Impfung, heute werden ja auch andere Dinge mehr geimpft. Aber da fiel mir auf, dass sowohl in meinem betriebsärztlichen Dienst als auch eben in der Praxis, dass Menschen massive Reaktionen auf die sogenannte Auffrischung bekamen. Und wie gesagt, ich habe es ja eher als eine allergische Reaktion gesehen. Und ich kam dann auf die Idee, die Antikörper zu testen und das als Anlass zu nehmen, ob ich dann überhaupt nochmal eine weitere Impfung mache, nicht einfach so pauschal nach 5 Jahren oder 10 Jahren, wie es empfohlen wurde. Und das war für mich damals die Lösung, wenigstens weniger zu impfen, als es sonst üblich war, bis ich dann irgendwann aufhörte, auch diese Impfung zu empfehlen. Die ganze Impfhypothese baut ja darauf auf, dass es für jedes Virus oder Bakterium einen speziellen Antikörper gibt, der dann an das Bakterium, Virus anhaftet. Dennoch kommt es rätselhafterweise immer wieder vor, dass Menschen erkranken, obwohl sie genau gegen diese Krankheit geimpft sind. Warum passiert das? Ja, das ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass die Impfung mit dem, was der Körper an Antikörpern bildet, oder der Impfschutz mit dem, was der Körper an Antikörper bildet, nichts zu tun hat. Das ist ja auch
nie nachgewiesen worden, dass die Antikörperhöhe etwas mit der Höhe des Impfschutzes zu tun hat. Das ist ja nur eine logische, konsequente Folge des herkömmlichen Denkens, dass man sagt, okay, man gibt eine Substanz, die ähnlich dieser Erkrankung ist, und darauf reagiert der Körper. Wir wissen, dass er ein Immunsystem hat, dass er reagiert, das wissen wir. Und wir sind der Meinung, dass es diese Antikörper, diese Eiweiße sind, die dafür ausreichen, eine Erkrankung dann wieder zu reduzieren bzw. zu entfernen. Und das ist ja nur ein theoretisches Denkmodell. Aber die Tatsache, dass Menschen, die geimpft sind, die entsprechende Krankheit bekommen, ist eher ein Hinweis dafür, dass dieses Denkmodell eben nicht stimmt. Und das ist auch meine heutige Auffassung. Wie weit das tatsächlich was da tatsächlich eingreift, weiß ich alles nicht. Aber es hat ja dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich brauche diese Impfung nicht. Pharmamedizinisch gesehen ist das Immunsystem eine Art Sondereinsatzkommando, das darauf abgerichtet wird, gegen Krankheitserreger zu kämpfen. Stimmt das? Ja, das Immunsystem im Organismus, wovon wir seit einigen wenigen Jahren, seit knapp 20 Jahren oder gut 20 muss man sagen, etwas mehr wissen, als wir all die Jahrzehnte vorher gewusst haben. Das Immunsystem hat natürlich etwas damit zu tun als Reaktion auf etwas, was auf den Körper zukommt. Aber die Fähigkeit des Immunsystems, seine Leistung zu vollbringen, hat natürlich was mit dem gesamten Körper zu tun, ob er das kann oder nicht kann, weil ich kann nicht einfach sagen, das Immunsystem ist völlig isoliert, es ist ja eingebettet in den ganzen Körper und von der Evolution her ist es so aufgebaut, dass es natürlich in Zusammenhang mit allem, was im Körper abläuft, arbeiten kann. Und wenn jetzt die Situation so ist, dass im Körper Gifte vorhanden sind beispielsweise, also wir wissen sehr viel von diesen Umwelttoxinen, Gifte aus der Nahrung beispielsweise oder aus der Luft, oder wenn er nicht richtig ernährt worden ist, dass bestimmte Funktionen gar nicht richtig möglich sind, dann kann natürlich auch die immunologische Reaktion nicht richtig ablaufen. Ja? Und das müssen wir normal machen wahrscheinlich, ne? Mit diesem Klingeln da. Warum ist es so absurd, bei Impfungen gegen Viren danach den Antikörpertiter zum Nachweis der Wirksamkeit der Impfung heranzuziehen? Ja, das ist deswegen absurd, seit wir diese zwei verschiedenen Immunantworten des Körpers kennen, seit gut 20 Jahren, dass wir wissen, Viren sind ja Organismen, oder wenn man es überhaupt so sagen kann, Viren wirken ja intrazellulär, in der Zelle selber. Und durch diese neuen Erkenntnisse über diese uralte Immunantwort, die wir vorher gar nicht kannten, wissen wir, dass die eher als intrazelluläre Störung quasi mit einer bestimmten Immunantwort beantwortet werden, die gar nichts mit der Antikörperproduktion zu tun hat. Und insofern ist es alleine aus diesem Grund schon unsinnig, mit Antikörpern in dieser Richtung zu arbeiten. Und bei der Antikörperreaktion auf einen Impfstoff wissen wir auch, dass es auf den eigentlichen Impfstoff ja auch nicht funktioniert, weil es eben gar nicht von der Natur her so gedacht ist, sondern die Impfstoffreaktion in Form von Antikörpern kommt ja erst durch die Zusatzstoffe. Wie funktioniert aus deiner Sicht, was macht Impfstoffe, also was macht es so bedenklich, dass in den letzten 30, 40 Jahren immer früher geimpft wurde? Weswegen sind kleine Kinder so sehr empfindlich auf Impfungen? Ja, ich hatte ja schon kurz von diesen TH1 und TH2 Immunantworten gesprochen und wir wissen, dass eine Frau in der Schwangerschaft in die TH2-Richtung immunologisch sogenannt switchen muss, um das Kind nicht zu töten. Und das Kind wird also in einer sogenannten TH2-Situation geboren. Die TH2-Richtung gehört
zu der Richtung der Antikörperproduktion. Und inzwischen wissen Kinderärzte, das ist also schon mehrfach veröffentlicht worden, dass, weil Kinder, Neugeborene in der Situation einen Mangel an dieser sogenannten TH1-Reaktion haben, weil sie nur das andere bis zu dem Zeitpunkt gelernt haben, ist es wichtig, dass ein Kind, da gab es mal vor einigen Jahren eine sehr schöne Arbeit von einer Frankfurter Kinderklinik, dass es wichtig ist, dass ein Kind in den ersten 3 Lebensjahren einige Infektionen, und zwar sogenannte TH1-gerichtete Infektionen, durchmachen sollte, um eben diese Balance zwischen diesen beiden Immunantworten, Immunmöglichkeiten zu erhalten. Weil wenn diese Balance nicht zu erhalten ist, dann kommt es immer zu den jeweils gerichteten Erkrankungen, also die sogenannten TH2-Erkrankungen, die wir heute kennen, wozu Allergien, Asthma, Krebserkrankungen, Diabetes gehören. Und wenn man sich mal anschaut, das kann man jetzt nicht einfach so korrelieren, aber so ist es eindeutig zu finden. In den letzten 30, 40 Jahren haben exakt diese Erkrankungen bei Kindern massiv zugenommen. Und das geht zumindest parallel zu dieser Zunahme von Impfungen.